Mehrere Länder erwägen einen Boykott gegen die Olympischen Spiele in Peking. Auch in Japan gab es bereits einige Forderungen. China hat Japan bei der Ausrichtung der Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer uneingeschränkt unterstützt, sodass Japan ein Grundvertrauen haben sollte, sagte Zhao Liyan, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Wegen der Ausbreitung einer neuen, möglicherweise gefährlicheren Variante des Coronavirus will die EU-Kommission Reisen aus dem südlichen Afrika in die EU auf ein absolutes Minimum beschränken. Die Brüsseler Behörde werde den EU-Staaten vorschlagen, die dafür vorgesehene Notbremse auszulösen, um den Luftverkehr auszusetzen, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter mit. Der russische Präsident Putin, der aserbaidschanische Präsident Aliyev und der armenische Präsident Pashinyan haben sich in Sotschi zu Gesprächen getroffen. Am 24. November sagte der ehemalige Chef der indischen Zentralbank Rajan, dass nur eine Handvoll der existierenden rund 6000 Kryptowährungen auf dem Markt überleben wird. Die Äußerung kam genau an dem Tag, an dem Gerüchte auftauchten, dass die indische Regierung ein Verbot privater Kryptowährungen plane. Der russische Außenminister hat ein Telefongespräch mit seinem japanischen Kollegen geführt, um einige regionale Entwicklungen zu besprechen. Bei dem 40-minütigen Telefonat haben sie sich darauf geeinigt, weitere Friedensverhandlungen zu führen. Der ukrainische Geheimdienst hat laut Staatspräsident Selenskyj Pläne für einen Staatsstreich aufgedeckt. Sowohl Ukrainer als auch Russen sollen involviert sein. Der Kreml bestritt jede Beteiligung. Der Präsident des türkischen Parlaments Şentop sagte, dass man gemeinsam gegen die Unterdrückung von Muslimen in verschiedenen Ländern vorgehen muss. Er hielt fest, dass man die Rechte der Rohingya, die Rechte der türkischen Republik Zypern, die Rechte der muslimischen Minderheit in Westthrakien und die Grundrechte der Uiguren schützen muss.